der plus vieles andere mehr, in der Hoffnung, dass es uns gelingt, so ein bisschen aus diesem digitalen Dornröschenschlaf, der sich in Europa breit gemacht hat, das Land aufzuwecken, mindestens Bayern aufzuwecken und dafür zu sorgen, dass wir da an der Spitze stehen. Und die Good News an der Stelle ist, bei der Wiesn geht es ja auch immer um Good News, diese Mission, die geht auch auf. Beim letzten Tech Ecosystem Index weltweit, da waren wir als Münchner Ökosystem zum ersten Mal unter den Top 20 der Welt, als die einzigen eigentlich aus der Mitte Europas raus, vor so überschaubaren Metropolen wie Peking oder Seattle. Also da spielen wir schon richtig in der Weltspitze mit. Und umso cooler ist es, wenn es Formate gibt wie deine, Werner, mit denen wir das auch nach außen tragen. Weißwurst-Kongress in Singapur und überall auf der Welt, um zu zeigen, pass auf, es gibt nicht nur Asien, es gibt nicht nur USA, sondern es gibt auch eine krasse Heimat für Hightech bei uns in Bayern. Wir sind ein Top-Standort für die Zukunftstechnologien im Herzen von Europa. Und wenn uns das gelingt, auch als ein Land, mit hohen Arbeitslöhnen, mit hohen Energiepreisen, mit einer schwindelerregenden Demografie. Ein Land also, das weiß, mit der Massenproduktion von Billiggütern wird es schwierig werden. Wir müssen Spitze sein bei Tech, bei Innovation, bei den Zukunftstechnologien. Dann glaube ich, gelingt es uns auch, nicht nur die politischen Maßnahmen hinzukriegen, sondern auch die Stimmung im Land wieder ein bisschen zu drehen. Wiesn dafür ja auch eine ganz gute Gelegenheit. Ich glaube, wir müssen wieder raus aus dieser ganzen Bürokratisierer, Überregulierer, Wutbürger-Mentalität. Wir brauchen wieder ein bisschen mehr Macher, wir brauchen wieder ein bisschen mehr Mutbürger statt Wutbürger. Deshalb dieses Saying vom Bavarian Mood. Dann kann die Zukunft gut werden. Wenn wir ein neues Wirtschaftswunder wollen, das wollen wir glaube ich alle, dann brauchen wir auch wieder Wirtschaftswunder-Mentalität. Dann dürfen wir uns nicht alle einigeln und sagen, wie schlimm alles ist, sondern dann müssen wir die Ärmel aufkrempeln, auch die vom Trachtenhemd aufkrempeln und wieder zukunftsoptimistisch Gas geben. Dafür steht der Bavarian Mood und umso schöner, dass er auch in deinen Reden inzwischen vorkommt. Ich glaube, wenn er in allen Reden vorkommen würde, dann wäre es gut fürs Land und seine Menschen. Sharing Community, das haben wir jetzt gelernt. Danke dir. Ist dasselbe Thema, was ich ja auch sehr gerne immer auch prophezeie. Wir brauchen mehr Leuchttürme in Deutschland, in Europa, jetzt nicht nur in Bayern alleine, sondern wir müssen ja unseren Kontinent ja auch sozusagen stärker nach vorne stellen. Wir brauchen den Mut eben, uns mehr zu präsentieren. Jetzt vielleicht gleich an dich, Ingobert, wenn wir schon die Schiene fahren, du vertrittst ja ein chinesisches Unternehmen. Wie ist denn der Blick, ich sage mal, aus Asien Richtung Europa? Bayern natürlich, ich glaube, da haben wir einen guten Blick, aber wie ist der Rest auf Europa und auf Deutschland? Also der Blick ist sehr positiv. Das, glaube ich, müssen wir uns auch ab und zu wieder hier vor Augen halten. Der Minister hat es angesprochen, die Stimmung wird schon manchmal ein bisschen zerredet und da ist schon noch ein hoher Respekt, eine hohe Anerkennung und vor allem, was die Chinesen sehen, und das gerät bei uns manchmal ein bisschen aus dem Fokus, dass es eine Menge Gemeinsamkeiten gibt. Also jetzt zum Beispiel auch von den Grundwerten oder auch Grundtugenden. Ja? Also in China, oder das gilt insbesondere auch für unser Unternehmen, da ist Fleiß, Leistungsbereitschaft und vor allem hohe Qualität, das sind ganz hohe Güter. Und wenn ich mir das auf die bayerische Situation übertrage, dann ist das ja eigentlich genau das Gleiche. Also da hat man eine Menge gemeinsam. Man will, beide Seiten hier wollen gute Leistungen bringen und vor allem nicht nur eine hohe, sondern höchste Qualität. Ja? Und wenn man das dann zusammennimmt, ist da eigentlich ein großes, sage ich jetzt mal, Synergiepotenzial. Und das wird nach wie vor gesehen. Natürlich sieht man schon aus China, wenn man jetzt beispielsweise das Thema Infrastruktur vergleicht, ja, da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht, sage ich mal, ins Hintertreffen geraten, dass da die Weichen, der Minister hat es angesprochen, was da auf uns zukommt mit der digitalen Revolution AI, dass natürlich die Weichen als richtig gestellt werden für den Ausbau gerade der digitalen Infrastrukturen. Ja? Und das ist so ein Punkt, wo man natürlich schon in Asien sieht, okay, da könnte jetzt ein bisschen mehr passieren. Aber die Grundvoraussetzungen, ja, die Unternehmen, den Mittelstand, den man hier hat, der übrigens auch den Chinesen sehr wohl bewusst ist, die kennen nicht nur die großen Autofirmen, die kennen sie natürlich, BMW, Mercedes, denen ist aber auch klar, welche Innovationsführer hier gerade im Mittelständischen in Bayern, in Deutschland sitzen, und das ist ein gutes Fundament, auf dem man aufbauen kann. Ein gutes Fundament, das bringt mich gleich zu dir, West in München. Wir haben eine ähnliche Aufgabe, langsam aber sicher schreiten wir zusammen durch die Welt sozusagen. Du bist ja mit der Messe München eine Visitenkarte für die Länder in der Welt, aber ihr geht ja auch raus. Was sind deine Erfahrungen, was ist deine Energie, warum treibt ihr diese Themen auch ins Ausland? Also zuerst mal ist es tatsächlich, kann ich das mit der German Mood, mit der Bavarian Mood nur unterstreichen, denn die Bayern waren früher tatsächlich auch schon
unfassbar mutig. Ich erinnere mal an unser Messegelände, da hat man 1,2 Milliarden investiert. Man hat es von der Theresienwiese weggenommen, rüber in den alten Flughafen. Heute wird es diese Weltleitmessen, die wir hier am Standort in Bayern haben, in München, nicht mehr geben, wenn diese mutige Entscheidung nicht getroffen worden wäre. Dann mutig ins Ausland gegangen, dann gesagt, das Unternehmen muss unternehmerischer werden, die Zuschüsse werden gestrichen. Wir haben tatsächlich richtig profitabel geworden, weltweit Top 6, also sozusagen mit Gelände sogar Top 2. Wir haben hier in Bayern was geschaffen, Plattformen geschaffen, die wirklich in der Welt ihresgleichen suchen. Und da geht es jetzt genau darum, daran wieder anzuknüpfen, mit den bayerischen Mittelständlern rauszugehen, unsere Messen im Ausland zu nutzen als Plattform, um in den Kontakt zu kommen, die Welt zu uns einzuladen. Bei der Bauma reden wir über 600.000 Menschen, die zu uns kommen aus 200 Ländern der Welt. Ganz ehrlich, Zölle hin oder her, am Ende vom Tag müssen die Unternehmen, die Mittelständler, Lösungen finden, wie sie das machen, wie sie damit umgehen. Neue Supply Chains suchen, neue Ressourcen suchen, neue Materialien suchen, neue Partner suchen. Das machen die auf unseren Messen. Und deswegen kann ich sagen, ich unterstütze das total, Bavarian Mood. Wir aus Messe München, wir werden mutig sein, wir investieren die nächsten Jahre 600 Millionen Euro in die Erneuerung vom Gelände, wir investieren in unser Gelände in Shanghai, wir investieren in die weitere Internationalisierung und ganz oben auf massiv in Daten und Digitalisierung KI. Ich sage noch das schnell, warum. Wir haben eine einzigartige Chance, die Menschen zusammenzubringen, den persönlichen Kontakt zu nutzen, dieses Vertrauen aufzubauen und mit Daten und KI gestützt, aber dieses Geschäft zu unterstützen, weil wir damit per Matchmaking die richtigen Menschen zusammenbringen. Und das finde ich ist ganz wichtig, dass wir das alles nutzen. Wir haben ein fantastisches Ökosystem, Universitäten, Forschungseinrichtungen, wir haben tolle Player, Technological Player hier, alles hier am Standort in München, in Bayern. Und wenn wir jetzt noch die Marktzugänge nutzen, die es auf unseren Messen gibt, egal ob in München, in China, in Indien, in Brasilien, sonst wo, dann können wir den bayerischen Unternehmen auch wirklich was bieten, um wettbewerbsfähig zu sein. Wow, tolles Statement und gleich im Anschluss an dich daran. Wenn du jetzt solche Mitstreiter siehst, ihr investiert ja auch in Europa, in Deutschland sehr stark. Ich durfte das hilf mir schnell, das Energiecenter bei euch eröffnen oder mit eröffnen sozusagen, wohl in Nürnberg, oder? Da habt ihr jetzt auch nochmal Geld investiert? Genau. Also das Wichtigste ist, dass hier München ja jetzt schon seit, ja man kann schon sagen Jahrzehnten hier eine wichtige Basis ist. Wir haben 2008 hier unser Forschungszentrum, unser europäisches Forschungszentrum eröffnet mit über 600 Forscherinnen und Forschern mittlerweile. Also wenn ich das sagen darf, lange bevor jetzt Apple und Google sich da auch positioniert haben, war das für uns schon klar, natürlich ob der guten Standortbedingungen, dem guten Ökosystem, und das bauen wir noch sukzessive aus. Und da ist jetzt vor 10 Jahren Nürnberg dazugekommen, Standort mit 100 Forschern im Bereich erneuerbare Energien, vor allem PV. Und da haben wir jetzt nochmal ein extra Center eröffnet, und zwar ein sogenanntes Ausbildungszentrum für PV-Installateure. Das ist natürlich wichtig, dass sie die Anlagen auf den Dächern installieren können. Und das ist unser Commitment zum Standort, den wir aber natürlich geleistet haben, weil hier eine gute Grundvoraussetzung ist, ja, und wir hier auch sehr profitieren können. Fabian, wenn du das jetzt so hörst, was die Mitstreiter sozusagen investieren, was sie Gas geben, dass sie den Claim Bavarian Mood gerne auch noch mit nach außen tragen. Was löst das aus in dir? Was geht das in die richtige Richtung? Wie können wir mehr Menschen dazu motivieren, es mutiger angehen zu lassen, aufzustehen, aufzuwachen und zu sagen, boah, sind wir gut? Also natürlich geht es in die richtige Richtung und offen gesprochen ist das der Hauptgrund. Wir sind ja auch irgendwie in wöchentlichem Kontakt miteinander, warum mir mein Job so viel Spaß macht im Moment. Weil wir gerade richtig rocken, wenn es um die digitalen Zukunftsmärkte geht. Und das ist auch total entscheidend, wenn wir wieder raus wollen aus der großen Wirtschaftskrise unserer Zeit. Denn eines ist klar, während nahezu alle Wirtschaftssektoren die letzten 4 Jahre über sich wahlweise in Stagnation oder Rezession befunden haben. Wir hatten ja zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg 3 Jahre in Folge kein Wirtschaftswachstum. Während das passiert ist, in dieser so schwierigen wirtschaftlichen Zeit, ist die Digitalwirtschaft in unserem Land um 20,7%
gewachsen. 20,7% Wirtschaftswachstum auf diesem Sektor und es fällt natürlich nicht vom Himmel. Das hat so ein bisschen mit dieser Mission der Staatsregierung zu tun, Hightech-Agenda, wir wollen Top-Standort für Zukunftstechnologien werden, vor allen Dingen und noch viel mehr hat es aber mit Leuten zu tun, die in ihrer unternehmerischen Verantwortung aus dem Mittelstand, aber auch bei den großen Konzernen da ordentlich anschieben und den Ball, den wir als Politik rübergeworfen haben, aufnehmen und versuchen, diese Elfmeter jeden Tag zu schießen. Und was total wichtig ist, und das ist ja auch was, Werner, was dir immer wichtig ist und wo du echt ein toller Botschafter für Bayern inzwischen auf der ganzen Welt bist, ist diese internationale Vernetzung. Digitalwirtschaft ist global strukturiert. Das heißt, am Ende des Tages, unsere Mitbewerber sitzen halt nicht irgendwo in Berlin oder in Paris oder in London, sondern die sitzen in Shenzhen, die sitzen im Silicon Valley, die sitzen am anderen Ende der Welt. Und deshalb ist mir auch so wichtig, um unseren Standort, der Leuchtturm im Herzen von Europa ist, stark zu machen, dass wir uns da bestmöglich vernetzen, dass wir die guten Tech-Hubs in Europa dazu kriegen, am gleichen Strang in die gleiche Richtung zu ziehen. Deshalb düse ich so viel rum in Paris, in Wien, in skandinavischen Ländern, überall, wo dort was geschieht. Und ja, ich gebe schon zu, es macht Spaß, dort zu sehen, wenn man sagt, man ist ein bayerischer Minister, dass die Leute dann leuchtende Augen bekommen und sagen, oh, Bayern, toll. Oktoberfest natürlich, ja. Alpen, FC Bayern, aber inzwischen sagen sie auch Hightech, krass, was ihr da macht. Und oft übrigens sagen sie auch, München war ich schon, Messe nämlich, ja, für die jeweiligen Sektoren. Also da sind wir schon richtig, richtig gut unterwegs. Und ein letzter Satz, Werner, wenn es gestattet ist, auch zur Frage Internationalität, weil ich ja eingestiegen bin mit der Aussage Wettbewerb mit Asien und mit USA. Ich glaube, wir haben auch so ein bisschen ein Missverständnis noch bei uns in Deutschland, in Bayern glaube ich nicht mehr so sehr, was die Frage angeht, was eigentlich digitale Souveränität bedeutet. Ich bin ja jemand, der auch immer unterwegs ist und in den Reden sagt, ich will nicht, wenn die Digitalwirtschaftsmärkte jetzt die sind, die stark wachsen, wenn da der Sound der Zukunft herkommt, dass wir da wieder abhängig sind. So wie wir früher vom russischen Gas abhängig waren, jetzt dann halt von Großkonzernen aus Übersee abhängig sind. Aber diese Unabhängigkeit heißt nicht, dass wir nicht zusammenarbeiten würden mit Partnern aus aller Welt und uns riesig freuen würden, wenn solche Invests von Huawei kommen, wenn wir OpenAI zuletzt nach München geholt haben, TSMC zu uns kommt und Co. Souveränität bedeutet nicht im KI-Zeitalter, dass man glauben dürfte, alle Hardware und Software, die man da braucht, müsste man in Bayern oder Deutschland vor Ort haben. Das ist weder erstrebenswert noch realistisch noch irgendwie sinnvoll. Ja? Souveränität bedeutet, Wahlfreiheit zu haben. Ich will Partner aus USA, aus Japan, aus China, aus der ganzen Welt haben, idealerweise on top noch europäische Player, Cyber Airbus, sowas wie Airbus für die Luftfahrt auch mal im Digitalen. Und dann können politische Entscheidungsträger immer unter allen Partnern auswählen. Dann sind wir souverän. Wir sind nur nicht souverän, wenn wir durch so viel Vendor-Logins gehen, dass wir dann in lauter Wallgarden stehen und nicht mehr frei entscheiden können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir weltweit die Netze auswerfen, dass wir überall starke Partner haben. Und das Beste, was passieren kann, ist, wenn die Partner dann sagen, hey, bei euch ist so cool, wir sind zwar ein Weltkonzern, aber das Invest für Forschung, wo die besten Leute hin müssen, das machen wir bei euch in München, weil da sind die Rahmenbedingungen am besten. Das ist dann auch ein toller Beleg dafür, dass wir politisch einiges richtig machen gerade. Also wenn ich das höre, ist es genau das tatsächlich, was wir brauchen, eine Wahlfreiheit. Ich kann es mal als Beispiel allein bei uns sagen. Ich meine, wir haben Huawei-Komponenten bei uns als LAN und WLAN verbaut. Wir werden es auch weitermachen. Natürlich haben wir auch Cisco, wir haben auch andere, aber tatsächlich, wir suchen uns am Ende das technologisch Beste raus. Und jetzt gibt es noch was Zweites Spannendes, aber ich erlebe aber die bayerischen Mittelständler und die bayerischen Firmen, die teilweise Weltmarktführer sind in ihren Segmenten. Umgekehrt auch so, dass tatsächlich auch in China, zum Beispiel bei uns im Messegelände in Shanghai, da wird jetzt deutsche Technologie wieder verbaut. Und da merke ich einfach, das ist eine Zweibahnstraße. Und wir nutzen das, wir machen das völlig frei, aber wir sorgen auch dafür, dass unsere Technologie, die hier in Deutschland extrem gut ist, ich mache ein Beispiel, besonders Umwelttechnologie, dass wir die auch nach China bringen mit unseren Messen, dass wir die in die USA bringen mit unseren Messen, dass wir die nach Brasilien bringen und Indien. Und dort ist es wirklich sehr gern gesehen. Und ich glaube auch gerade diese Idee, weil Umwelttechnologie und ein paar andere mehr angesprochen sind, dass wir es schaffen müssen, unsere eigenen USPs, also Alleinstellungsmerkmale auf den Märkten der Zukunft zu finden. Das ist auch total entscheidend. Ich mache ein Beispiel aus meiner Ressortzuständigkeit. Als die großen Sprachmodelle die Weltmärkte gerockt haben, ChatGPT und Co., ja, da war so der erste Reflex, dass alle gesagt haben, das brauchen wir auch, jetzt brauchen wir ein eigenes großes Sprachmodell. Ehrlicherweise genau das braucht man nicht. Wir brauchen nicht den Zügen hinterher investieren, die vor ein paar Jahren den Bahnhof verlassen haben. Ich saß mit dem OpenAI-Chef Europa zusammen
der sagt mir, durch die Blume könnt ihr schon machen. Müsst ihr halt irgendwie bis 2030 100 Milliarden investieren, dann seid ihr 2030 so weit, wie wir 2024 waren und dann kriegt ihr so eine Holzmedaille für den 4. Platz. Ja? Das ist Unsinn. Wir müssen uns wieder auf unsere eigenen Stärken besinnen. Wir haben ein paar Dinge, da sind wir Weltmarktführer. Aus dem Mittelstand heraus, Automatisierungstechnik, industrielle Produktion und Co. Da gibt es noch keine Platzhirsche, die den Weltmarkt anführen und auf die müssen wir setzen. Wir brauchen also nicht so sehr ein großes Sprachmodell, wir brauchen vielleicht ein kleines Industriedatenmodell, um ein Beispiel zu machen, sodass wir selber wieder in verschiedenen Sektoren, wo wir stark sind, Weltmarktführer sind. Ich glaube, das Selbstbewusstsein brauchen wir, also auch da wieder ein bisschen weniger von diesem Mimimi der letzten Jahre und ein bisschen mehr bayerisches Wir sind wir können was und das, was wir können, das zeigen wir der ganzen Welt und dann brauchen wir nicht wie das Kaninchen vor der Schlange auf die anderen schauen, sondern da können wir selber Weltmarktführer werden. Ja, also ich kann da das nur stark unterstreichen, was jetzt beide Vorredner gesagt haben. Also der Gedanke digitale Souveränität, den verstehen wir genauso. Ich würde es genauso festmachen wie der Minister und sagen Wahlfreiheit, ja? Oder in anderen Worten Diversifizierung. Das ist das Beste, was man machen kann. Und wenn man das gewährleistet, dann ist man auch souverän. Wichtig ist nur, dass alle Spieler hier am Standort dann nach den Regeln, die hier aufgestellt werden, spielen. Ja? Und die kann man auch knallhart und sozusagen sehr hoch formulieren. Und dann finde ich es wichtig, dass sowohl die chinesischen Unternehmen als auch die amerikanischen und natürlich auch die europäischen und deutschen daran gemessen werden und sich daran halten müssen. Und da muss es einheitliche Standards geben, gerade im Sicherheitsbereich. Da ist uns halt ganz wichtig, dass unsere Botschaft, lasst uns Sicherheit nicht als Bauchgefühl verstehen, da, wenn es vielleicht von dem kommt oder aus der Region, da ist irgendwie schwierig, sondern lasst es uns messbar, überprüfbar machen, klare Kriterien, die können sehr hoch sein, hohe Transparenzanforderungen, aber dann für alle. Ja, wir haben das zum Beispiel gemacht, wir waren die Ersten, die 2019 die Hosen runtergelassen haben, wie man hier in Bayern sagt. Wir haben Quellcode-Überprüfungen durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zugelassen, haben gesagt, schaut euch das an, wir haben da nichts zu verbergen und das ist für uns eigentlich der richtige Schritt. Und aus dieser Wahlfreiheit, da entsteht dann nicht nur digitale Souveränität, sondern letztendlich auch die Basis jetzt für ein Wirtschaftswachstum. Genau das, was gesagt wurde, worauf kommt es an für den Mittelstand, für die bayerischen Unternehmen, dass sie nicht gute, sondern wirklich die beste Technologie verfügbar haben, die sie einsetzen können. Und diese Technologien, die muss man nicht unbedingt komplett selbst gemacht haben. Wichtig ist dass die kosteneffizient sind, dass die performen und jetzt kommt das Allerwichtigste und da haben wir ein Thema hier in Deutschland und auch in Bayern, das ist Skalierung. Die Sachen müssen skalieren. Ja? Wir haben ganz tolle Ideen, wir haben ganz tolle Lösungen, aber oft hapert es an der Skalierung. Und wie kriegst du Skalierung hin, indem du mit globalen Weltführern im technologischen Bereich, gerade im Bereich Konnektivität zusammenarbeitest, nicht nur mit allem, aber du holst dir sozusagen das Beste, das ist wie der 100-Meter-Läufer, der braucht absolut Top-Schuhe. Ja? Wenn er mit den Sandalen antritt, dann, das wird einfach nichts, auch wenn er noch so ein guter Läufer ist. Ja? Das ist eine Grundvoraussetzung. Und genauso ist es mit der Digitalisierung. Und wenn man das dann verknüpft, ja, mit den eigenen Kompetenzen, dann wird da wirklich ein Schuh draus. Aber genau, das ist doch die Skalierung sozusagen, dass der Mittelstand mitgezogen wird. Da gibt es ja die eine oder andere Hemmschwelle, die auch von eurer Seite sozusagen noch im Fundament ist, die abgerissen werden muss. Da bist du ja auch ein Vorreiter mit dem KI-Beschleunigungsprogramm zum Beispiel. Wie kriegen wir denn diese Kuh endlich vom Eis? Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Baustellen, weil ich gerade immer sehe, dass wir in der KIT-Agenda top sind in Forschung und Entwicklung, Weltspitze. Dass wir noch ganz gut sind, dank Unternehmertum und Co. im Gründen. Und dann stehen diese jungen, hoffnungsfrohen Startups da und sobald es spannend wird, sobald die mal 2 Jahre am Markt sind, die kriegen Punch, die zahlen Steuern, die stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, sehe ich, dass die zum Skalieren, irgendwo genau deine These, nach Asien oder USA gehen. Das ist natürlich volkswirtschaftlicher Wahnsinn, weil dann sind wir die Ideenmühle der Welt und die volkswirtschaftlichen PS kommen dann andernorts auf der Welt zum Tragen. Und ich glaube, dass es dafür mindestens 3 Gründe gibt. Der erste Grund ist, das hat viel mit diesem Thema Standards setzen und regulieren zu tun, dass wir es inzwischen geschafft haben, zwar viel weniger zu investieren als USA und Asien. In den USA haben die 2 großen AI-Startups letztes Jahr zu zweit 8-mal so viel Venture Capital akquiriert wie alle europäischen zusammen. Damit ist alles gesagt. Ja. Dass wir also zu wenig investieren, aber zeitgleich schon auch was tun, nämlich
Regulierungsweltmeister zu sein. Wir haben inzwischen 100 Gesetze und Verordnungen zur Regulierung des digitalen Raums. Und mir kommt es immer so vor, ich habe es auf der IAA erst mal so gesagt, dass wir es genau anders machen wie früher beim Auto. Da hat der Karl Benz mal das Auto erfunden, irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann hat es erst mal 20, 30 Jahre gedauert, bis es die ersten Verkehrsregeln gab. Ein paar Stoppschilder, Tempolimits, 40 Jahre später die erste Straßenverkehrsordnung. Bei KI und Co. machen wir es genau andersrum. Wir haben jetzt schon Regeln, überall stehen Stoppschilder, überall sind Limits da. Und dann wundern wir uns, dass das Auto woanders erfunden wird. Also wir müssen runter von dieser Überregulierung und wir brauchen vor allen Dingen in ganz Europa, weil dann können es auch harte Regeln sein, in ganz Europa die gleichen Regeln. Wenn es für 450 Millionen Menschen in Europa gilt, als ein Binnenwirtschaftsmarkt, dann hält sich die ganze Welt dran. Dann ist es auch für die Trumps und die Zuckerbergs und die Musk und für alle relevant. Nur wenn wir natürlich volkswirtschaftliche Kleinstaaterei und Selbstwertwerbung machen, sagen wir machen dann ein europäisches Rahmengesetz, aber 27 Interpretationen in Europa und in Deutschland nochmal 17, einmal Bund und 16 in den Bundesländern, ja dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht mithalten können. Zweiter Punkt, Venture Capital. Großes Problem. Wir glauben in diesem Land immer noch, dass es genügt, ein bisschen die Schrumpfungsprozesse von der Old Economy abzubremsen, um aus der Wirtschaftskrise zu kommen. Nicht falsch verstehen, ich bin total dafür, alles zu tun, um das Schrumpfen von der Old Economy zu bremsen. Nur wer Schrumpfungsprozesse abbremst, der generiert kein neues Wachstum. Für neues Wachstum braucht man neue Ideen auf neuen Märkten. Und wir haben ja genug Kapital im Land. Wir trauen uns nicht hin an Pensionsfonds, wir trauen uns nicht hin an Spareinlagen. Wir haben die ganze Maximilianstraße hier in München voller Family Offices. Aber die investieren nach wie vor nicht in Zukunftstechnologien, sondern in Old Economy, die bremsen ein bisschen schrumpfen. Das muss anders werden von der Mentalität. Und letzter Punkt, Werner, da machen wir ja gemeinsam auch viel KI-Innovationsbeschleuniger, KI-Transferprogramm. Wir müssen den Mittelstand mitnehmen. Unser Land ist wirtschaftsstark, weil wir beides hatten immer. Wir hatten die Großen, die Audis, die BMWs, die Siemens. Wir hatten aber auch immer dieses German oder Bavarian Mittelstandsding, das uns so stark macht. Und ich will, wenn die neuen Märkte die digital sind, dass da der Mittelstand wieder genauso stark ist. Und da gibt es ja manchmal schon ein bisschen ein Problem, weil normal der Mittelstand gewohnt ist zu sagen, hey, wir haben ein Problem, gib uns mal eine Lösung fürs Problem. Wir machen es bei KI und Co. ja gerade genau andersrum. Wir sagen, wir haben KI, das ist die Lösung. Und dann fragen wir den Mittelstand und sagen, hat überhaupt irgendjemand ein Problem dazu? Ne? Und dieses Gap zu bridgen, das versuchen wir ganz intensiv, auch bei mir im Ministerium, im ersten Amtsjahr schon 8 Regionalzentren gegründet, wo man mal nicht die Sonntagsrede kriegt über die Chancen von KI, sondern wo man 9 Monate im Programm geht. Wenn man rauskommt, hat man einen echten Anwendungsfall für den eigenen Business Case, kann es auch einsetzen, dass wir mal rauskommen aus dem drüber labern und reinkommen ins Machen und ins Tun. Und ich glaube, das wäre der Weg, um dann auch beim Skalieren noch genauso gut zu werden, wie wir es beim Forschen schon sind, weil es genügt nicht, die Ideenmühle zu sein. Wir müssen schon auch die Monetarisierung bei uns hinkriegen. Stefan, dann nehme ich dich ja jetzt. Wir hören das ja, du bist ja tagtäglich beschäftigt mit Mittelstand. Du bist mit internationalen Unternehmen und Kunden zusammen. Wo ist da die Bremse und wie löst ihr die? Ja, also wir haben natürlich das Thema, wie können wir schnell innovative Dinge ausprobieren, schnell agieren, neue Dinge entwickeln, Innovationen in den Markt bringen und die dann tatsächlich auch im Markt diffundieren. Das ist bei all den Branchen, die wir bedienen, immer das gleiche Thema. Egal übrigens, ob in München, in Shanghai oder in Mumbai. Das Spannende hier aber in Deutschland ist, dass uns die Mittelständler wirklich immer genau das sagen. Die sagen, der Datenschutz, den ich auflegen muss bei uns im Unternehmen, der noch nicht mal dann tatsächlich praktikabel angelegt ist, sondern vor allen Dingen wahnsinnig bürokratisch mit tatsächlich eher viel Papier produzieren am Ende vom Tag. Und die nächste Frage dann ist, ist es denn wirklich so, dass deine persönlichen Daten geschützt sind, steht auf einem ganz anderen Blatt. Zweites Thema EU AI Act. Riesenthema, auch bei uns. Das erste, was wir machen müssen, bevor wir überhaupt angefangen haben, über Use Cases nachzudenken und unsere Masterdatenmanagement sauber aufzubauen, ist die Frage, wo ist unser KI-Officer und haben wir entsprechend die Guideline dafür? Irre. Und natürlich ist das was wir als eigenes Unternehmen erfahren, auch genau das, was uns alle Mittelständler auf unseren Messen erzählen. Das heißt, wir haben natürlich wahnsinnig viel Content auf den Messen, wahnsinnig viele Panels, sowas wie hier haben wir mit jeder Industrie, mit der Baumaschinenindustrie, mit allen drum und dran, mit den jungen Startups auf der Bits and Pretzel und überall ist das Thema bürokratische Auflagen, die uns daran hindern, dass wir innovativ sein können, daran hindern, dass wir diese Innovation schnell in den Markt bringen und skalieren können. Riesenthema. Ich würde noch gerne eine Sache ergänzen, weil wir jetzt hier auf der Digi-Wiesen sind. Ich glaube, wir sind uns da sehr einig.
Aber ich glaube, wir müssen auch eins erkennen. Das ist jetzt eine Sache, da ist der Stefan, der spricht da für die Messe, was da getan werden muss, stellt die Weichen, dass die Technologie hier ankommt. Der politische Layer, sage ich jetzt mal, ja, der Fabian macht da eine ganze Menge, denn wir sowieso als Technologieunternehmen. Aber meine These ist, das wird nicht reichen. Das muss wirklich auch gesellschaftlich ankommen. In der Gesellschaft muss ein Stück weit das Interesse, ja sogar der Hunger entstehen, dass man sagt, okay, diese Technologien setzt man ein, das ist wichtig, das ist unsere Zukunft, das ist unser Wohlstand, das ist unsere Wertschöpfung. Also dieses, jetzt sage ich mal sinnbildlich gesprochen, wir glauben an die Technologie, das ist gut für uns, da stehen wir dahinter. Weil wenn man das so ein bisschen delegiert und sagt, okay, die drei kümmern sich jetzt darum und dann passt es und dann kann ich weiter hier mein Leben weiterleben, gehe auf die Wiesen, fahre an Starnberger See, fahre an die Alpen, das reicht nicht. Das muss dann auch wirklich von der Gesellschaft gelebt werden, das muss angenommen werden und das ist für mich auch immer ein ganz wichtiger Punkt, da habe ich wieder den Bogen gespannt zur digitalen Souveränität. Das Allerwichtigste ist, dass wir die Kompetenzen, die Bildung, das Know-how, den Umgang damit haben. Ja? Und dann müssen wir in die Schulen, dann müssen wir an unsere Schülerinnen und Schüler ran, aber nicht nur an die ganze Gesellschaft. Dann müssen wir wirklich diese Technologien ein Stück weit einatmen, vor allem akzeptieren und proaktiv annehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen finde ich gut, dass wir hier mit der DigiWiesen eben in einem unkonventionellen Format sind, wo die normalen Leute auch sind, weil die müssen da irgendwie mitmachen. Das ist ganz wichtig. Das ist keine Elfenbein-Diskussion. Natürlich werden hier wichtige Weichenstellungen in bestimmten Bereichen oder Nischen oder sagen wir mal bei bestimmten Spezialisten gestellt. Aber wichtig ist wirklich, dass da so ein Aufbruchmoment auch in der Gesellschacht ankommt. Und da auch nochmal der Bogen zu Asien oder China gespannt. Die Menschen dort leben wirklich Digitalisierung schon etwas anders als wir, weil die sehen das gar nicht als vom Staat verordnet oder die Unternehmen, die geben das vor, sondern die sehen den Nutzen. Ja? Die sehen wirklich den Nutzen, wie sie ihr Leben verbessern können. Und das ist, glaube ich, was wir noch viel stärker in den Fokus nehmen müssen. Also dreimal unterstrichen und dickes Ausrufezeichen dahinter. Ich glaube, dass genau das der Auftrag ist und dass wir am Ende des Tages bei digitaler Transformation, je erfolgreicher sind, desto besser es uns gelingt, die Menschen mitzunehmen auf diesem Weg Richtung digitale Zukunft. Und es war offen gesprochen auch, deshalb melde ich mich nochmal zu Wort, ein ziemliches Lessons learned, als sie ins Amt kamen. Mein Gefühl war, als sie ins Amt kamen, hatten die Leute so einen Eindruck, da war schon dieser große ChatGPT-Moment und alle sprachen über AI und über digitale Transformation. Die Menschen hatten den Eindruck, ja, das ist schon irgendwie wichtig, da müssen wir jetzt schon was tun. Aber ganz ehrlich, hey, da gibt es in München so ein paar Weltkonzerne und es werden die Huaweis und die Apples und die Googles und die Microsofts, die sind ja alle da. Das werden die schon regeln für uns. Wenn wir so eine diffuse Grundstimmung haben, dann wird es am Ende des Tages schwierig werden. Wir müssen hinkriegen, die Leute zu begeistern, ihnen leuchtende Augen zu machen, ihnen den Impact und den Mehrwert für ihr tägliches Leben klar zu machen. Und deshalb versuche ich auch immer, die Geschichte zu Ende zu erzählen, teilweise in ziemlich kleinteiligen Projekten. Ja. Ich mache zwei Beispiele. Wir haben zum Beispiel Satellitendaten, Sensordaten aus Flüssen verschränkt, KI-basiert analysiert und eingesetzt beim Pfingsthochwasser letztes Jahr. Was glaubt ihr, was das für einen krassen Unterschied macht, wenn ich immer zu den Menschen fahren muss und sagen muss, hey, KI wichtig, hört mir mal zu, ich laber euch eine halbe Stunde voll über die großen Fragen der Geopolitik und hoffe, irgendjemand sieht es dann auch so wie ich. Das ist schwierig. Wenn ich aber hinfahren kann und sagen kann, hier ist die ausgedruckte Karte vom Wasserwirtschaftsamt von vor 25 Jahren und das waren die Regenereignisse der letzten Tage, normal wäre dein Keller jetzt 3 Meter unter Wasser. Wir haben aber irgendwas Cooles gemacht mit KI, deshalb ist dein Keller trocken. Dann sind die Leute begeistert und am Start. Also es muss dann gar nicht immer die große Rocket Science sein oder Frau Herz KI, Projekt hier mit dem Osuka Herzzentrum und rechts der ISA, den Klinikern. Am Ende des Tages haben wir halt ein Leben gerettet mit KI. Und wenn ich dann in der Pressekonferenz sitzen kann und sagen kann, pass auf, KI ist nicht ein spooky Ding, sondern KI ist der Grund, warum Oma letzte Woche den Herzinfarkt überlebt hat, dann finden die Leute KI cool. Und dann ist es nicht mehr das Science-Fiction-Schreckgespenst aus der Zukunft, vor dem alle Angst haben und es dann auch alle zu Tode regulieren wollen. Sondern dann ist es auf einmal ein Lebensverbesserer in der Gegenwart, vielleicht sogar ein Lebensretter in der Gegenwart. Und das ist unser aller Job. Politik, Wirtschaft. Werner ist ja eher ein Master in diesen Dingen. Wir müssen es den Leuten halt auch erklären. Man kann Politik nicht einfach nur machen, insbesondere in der sehr komplexen Digitalpolitik, sondern wir müssen uns auch wieder die Mühe machen, den Menschen zu erklären, was wir da machen. Und wir müssen auch wieder versuchen, die Leute für so eine Mission zu begeistern. Nur dann kann es am Ende des Tages funktionieren. Bravo, kann man. Also super.
kann man eigentlich nur unterschreiben. Die Frage ist, wir sitzen ja gerade an den Hebeln dieser Kommunikation. Wir müssen da ja auch unseren Beitrag tun. Was können wir denn tun? Wie kriegen wir denn genau diese Botschaften raus und weniger von dieser höheren Ebene wirklich rein, da wo es erfolgreich ist, wo es Spaß macht, wo es auch wehtut? Also eine Sache ist natürlich, dass wir als Unternehmen genau solche Formate wie deins unterstützen. Du hast gerade gesagt, unkonventionell hier auf dem Oktoberfest. Aber dass wir auch, gerade speziell wir, solche innovativen und mutigen Formate schaffen wie eine IAA Mobility, wo wir sagen, die Messe, die ist nicht nur auf dem Messegelände, da wo es die technologische Fachdiskussion gibt, sondern die geht raus zu den Menschen. Alles, was dort im Digitalisierungsbereich passiert, mit KI, mit den Daten der Unternehmen, das muss an die Bürger gebracht werden, die neue Mobilität dort gezeigt werden oder auch der ÖPNV mit seiner neuen S-Bahn, auch das, was da für digitale Möglichkeiten gibt, muss gezeigt werden. Und dort an Ort und Stelle mit den Menschen in Dialog gehen und ihnen das zeigen, anfassbar machen, diskutierbar machen. Das ist zumindest mal was, wo wir als Messe München einen großen Beitrag leisten können. Also ich würde es vielleicht noch ergänzen zu dem, was ich gesagt habe. Richtig, ja, wir müssen die Möglichkeiten den Menschen aufzeigen, ja, wir müssen das ihnen erklären, aufklären, ja, aber noch viel wichtiger ist, dass sie selber die Erfahrung machen, dass dadurch ihr Leben besser wird. Das ist wirklich diese eigene Erfahrung. Weil das eine ist, wenn du jetzt, das ist ein bisschen wie in der Schule Frontalunterricht, wenn dir einer sagt, das ist voll wichtig, das solltest du dir jetzt merken, aber wenn du es selber kapierst, ja, und wenn du diese Momente hast, dann passiert was. Und deswegen ist es so wichtig, dass man mit dieser Technologie direkt in Kontakt kommt. Deswegen, wir haben viele Jahre, das haben wir ja gemeinsam gemacht beim German Mittelstand, da haben wir immer gesagt, okay, wir wollen wirklich KI, auch 5G, den Mittelstand zur Verfügung stellen, dass die dann selber rumexperimentieren. Wir wissen gar nicht, was die möglicherweise Gutes damit anstellen können, ja? Weil die haben da ihre eigenen Geschäftsmodelle, ihre eigenen Ideen, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist nur, dass du ihnen ein Werkzeug an die Hand gibst, wo sie auf einmal ihre eigenen Dinge irgendwie anders besser machen können. Das ist wie wenn du auf einmal doppelt so schnell Fahrrad fahren kannst oder andere Dinge. Und das muss geschehen. Und deswegen ist es mir so wichtig, wir müssen ganz viel auch über unsere Schulcurricula zum Beispiel nachdenken, dass da wirklich die Schülerinnen und Schüler echt in Kontakt kommen mit diesen Technologien. Und ja, Regulierung ist wichtig, ein hoher Standard, aber natürlich das, was nicht abwürgen, sondern dass einfach auch mal ein bisschen probiert wird, ja, dass ausprobiert wird. Und wenn man dann sieht, das läuft die falsche Richtung, klar, dann muss man gegensteuern. Aber ganz wichtig ist, dass dieser Kontakt entsteht. Und wenn die Leute das selbst den Nutzen erfahren, das sind die stärksten Messengers, die sich dann dafür einsetzen werden. Weil immer dann, wenn du es jemandem sagst, das ist wichtig für dich, hast du nicht den Effekt, wie wenn du es selber gespürt hast und selber die Erfahrung gemacht hast. Und das ist wirklich das Wichtige. Jetzt meint ihn Ingo noch ein bisschen Bavarian-Mut, weil er das Schulthema zweimal angesprochen hat. Also er hat recht mit allem, was er sagt. Und ich glaube, wir müssen in die Köpfe der Leute auch wieder reinbringen, dass genau das der Trigger für die Erfolgsgeschichte Bayerns war. Wir haben uns von einem Agrarstaat zu einem Top-Tech-Staat entwickelt. Und genau die Technologiesprünge waren es, die immer wieder den Wohlstand dieses Landes gebracht haben. Das war der Ort, an dem die erste Eisenbahn gefahren ist. Das war der Ort, an dem das erste Kernkraftwerk gestanden ist. Der Ort der ersten Herztransplantation, des ersten Supercomputers. Das war alles in Bayern. Deshalb zahlen wir inzwischen die Hälfte des Länderfinanzausgleichs in Deutschland. Deshalb läuft so viel in diesem Land, weil wir immer Technologieführer waren. Müssen wir wieder werden. Und das Mutmachbeispiel ist, wir waren letzte Woche mit meiner Regierungsfraktion in Klausur in Bamberg an einem Phosphos-Zentrum und die sind jetzt der Pilot, um zum ersten Mal in Bayern KI als Schulfach einzuführen. Also wir tun genau das. Wir gehen mit den Makerspaces in die Schulen rein und wir machen eigenes Schulfach Künstliche Intelligenz dort inzwischen. Weil wir sehen, das ist die große industrielle Revolution unserer Zeit und wir wollen junge Leute dafür fit machen. Deshalb finde ich es immer so schlimm, wenn Frau von der Leyen dann beispielsweise sagt, jetzt machen wir mal Social Media Verbot bis 16 und so. Da werfen wir so einen Schützenkokon über Schulen drüber und dann spucken die Schulen die Kinder aus und keiner kommt mehr zurecht in der digitalen Welt. Wir müssen das Gegenteil tun. Wir müssen die Kompetenzen vermitteln, die nötig sind, um da an der Spitze der Bewegung zu sein. Und das versuchen wir in Bayern, um genau diesen Turn auch in der gesellschaftlichen Selbstwahrnehmung wieder hinzukriegen. Ja? Dass die Bayern wieder verstehen, Techie zu sein, ist ziemlich cool, weil das zieht die Wirtschaft und den Wohlstand in unserem Land. Danke dir. Wir müssen leider schon wieder Schluss machen, wenn ich auf die Uhr schaue. Das heißt, wir kommen zu einer kleinen Schlussrunde. Meine Bitte nochmal auch an euch Hersteller und an alle Hersteller und Produzenten draußen, sprecht auch mal die Sprache der Kunden, der Partner, wenn wir über Digitalisierung reden, wenn ich mir immer die Prospekte oder die Webseiten anschaue.
Da musst du erstmal ein IT-Studium durchführen, bis du da überhaupt weißt, was das Ding kann oder braucht es oder sonst irgendwas. Setzt mal die Kundenbrille auf und dann geht es auch schon mal da in der Sprache ein bisschen besser. Jetzt meine Schlussrunde, ein Statement von euch, den fordere ich jetzt ein. Wo kommen wir denn hin, wenn wir uns im Januar zum Beispiel in Davos wieder treffen, zum World Economic Forum, zum nächsten Weißwurst-Frühstück? Wo ist euer Ziel, was ist euer Plan in den nächsten Wochen zu machen? Mehr Sichtbarkeit, mehr Transparenz. Also jetzt inspiriert von unserer Diskussion heute spinne ich jetzt so ein Szenario, wenn der Bavarian Mood, der ja da ist, ja, den wir jetzt gerade beschworen haben, ja, ihn gespürt haben ein Stück weit, wenn der auf Chinese Beat trifft, ja, die wir hier einbringen können, dann glaube ich, können wir eine ganze Menge Fortschritt bis Januar sehen und dann ist vielleicht nur der weiß-blaue Himmel das Limit für unsere Möglichkeiten in Bayern. Genau, zwischen American Speed und zwischen China Speed und America First gehört German Zuversicht, oder? Ja, German Zuversicht, Bavarian Mood tatsächlich ist für mich, wenn wir uns da wieder treffen, das an dem wir arbeiten, nämlich den persönlichen Handshake und den Algorithmen zusammenzubringen und damit quasi einen höheren Business-Nutzen, eine höhere Kommunikationsfähigkeit zu machen bei gleichzeitiger Bewahrung des persönlichen Kontakts. Wow, super, danke. Fabian, from Bavarian Mood to Global Alliances. Mach mir alles zu eigen, was gesagt wurde und sag darüber hinaus, wir gehen einfach die Next Steps in dieser klaren Mission für Bayern. Wir wollen Heimat für Hightech sein, wir wollen Top-Standort für die Zukunftstechnologien im Herzen von Europa sein und wir beide, Werner, werden dann in Davos hoffentlich schon was ganz Konkretes wieder zu announcen haben, weil wir ja diesen KI-Innovationsbeschleuniger Kick-Off haben, mit dem wir so einen Schutzschirm ein bisschen aufspannen vor zu viel EU-Regulierung, um uns nicht schon das Denken zu verbieten, bevor es in den Markt geht und insbesondere auch den Mittelstand abzuholen für digitale Transformation und Zukunftstechnologien. Und so wie das gerade anläuft, glaube ich, haben wir da in Davos schon wahnsinnig viel zu besprechen, weil da ist richtig Punch drin und es wird richtig gut werden. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ingobert Veit von Huawei, bei Stefan Rummel von der Messe München und natürlich bei dir, lieber Fabian, beim Staatsminister für Digitales, Dr. Fabian Mehring. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt, mit Franz-Georg Strauß. Der wird mit mir über das Thema Ist Bayern nur Bayern diskutieren und wie wir mehr und besser zusammentun können. Auch hier setzen wir dann gleich wieder weiter. Ansonsten im Laufe der Woche haben wir viele spannende Gäste und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen im Stream oder wenn ihr gerne hier im Schichtel kommen wollt, gebt mir Bescheid, passt dann genauso. Herzlichen Dank, Servus, ciao und Baba.